Ja, cool. 90% vom Klettern ist Scheitern. Mann, ey. Zumindest, wenn man an seinem Limitsport klettert. Jetzt wahrscheinlich damals meine Seele verkauft, um an der Römerwand weiterklettern zu können. Es ist vielleicht nicht entscheidend, welche Tour das jemand macht, sondern wie er sie klettert. Liebe Zuschauer, Servus bei Bergauf Bergab. Ich gehe heute mal wieder klettern in einem heimischen, in einem bayerischen Klettergebiet, und zwar im Altmühltal. Hier wird schon seit Jahrzehnten geklettert und ganze Generationen von Kletterern haben an den vielen Felsen, die es hier gibt, ihre Routen, ihre Linien, ihre Spuren hinterlassen. Ja, und dieser Mann, mein Kletterpartner heute, das ist der Kilian Neuwert. Er berichtet für den Bayerischen Rundfunk aus Niederbayern und der Oberpfalz und er ist selbst ein begeisterter Bergsteiger und Kletterer. Er hat sich für uns und für Sie auf Spurensuche begeben und die 2 Filme gemacht, die wir Ihnen heute zeigen wollen, über die Geschichte und den aktuellen Stand des Kletterns im Altmühltal. Das heißt, in letzter Zeit war er viel hier in der Gegend unterwegs und kann mich direkt zu den besten Felsen führen. Kilian, wo gehen wir hin? Ich würde vorschlagen, heute gehen wir an den Triangelturm. Da haben wir es einigermaßen schattig, da wird es heute nicht ganz zu heiß. Und es gibt schöne klassische Linien, also schöne Risse und auch schöne Wandklettereien. Das klingt gut. Wir schauen uns das mal an und Sie dürfen jetzt zusammen mit ein paar Youngsters, aber auch ein paar alten Veteranen der Kletterszene hier eintauchen in die Kletterwelt von Altmühltal und Donaudurchbruch. Meistens fahren die Leute dann so gleich in die fränkische Schweiz. Und am Altmühltal rollen die meisten einfach vorbei, ohne dass es ihnen so bewusst ist. Ich würde sagen, dass sie über viele Jahre hier immer die schwersten Touren waren. Und es ist schon cool zu sehen, was die damals schon gemacht haben. Mann, ey. Unterwegs im Altmühltal. Die Kletterer Jonas Hering und Michael Mühlbauer zieht es an die Kastelwand. Jonas will heute eine Route wiederholen, die er selbst als erster begangen und Fluidaltheorie getauft hat. Ah, cool. Genau, da ist die Fluidaltheorie. Startet praktisch unten da in dem dunklen Loch. Die Durchstiegskrux war für mich einfach... Den Fels haben sie heute für sich. Das Tal ist bei jungen Kletterern längst nicht mehr so beliebt wie einst. Okay. Genau. Ja, ganz schön Ausdauer und so. Ja, das ist volle Ausdauertour. Das gibt's bei uns eigentlich nicht so oft. Stimmt. Mit dem Schwierigkeitsgrad 10 ist die Route von Jonas bewertet. Damit bleibt sie sehr guten Kletterern vorbehalten. Jede Bewegung muss perfekt sein, wenn Jonas hier nicht stürzen will. Die Fluidaltheorie zählt zu seinen schwersten Erstbegehungen. Ich habe davor auch schon so 1, 2 Erstbegehungen gemacht und mir hat einfach der Prozess super gut gefallen, weil man sich dann meistens, vor allem wenn man die Route selber einbaut, noch viel mehr mit dem Stück Fels sozusagen beschäftigt. Es hat noch keiner geklettert, man weiß am Anfang nicht irgendwie, ja, geht überhaupt so mehr oder weniger und dann findet man es halt erstmal selber raus, es gibt noch gar keine Informationen drüber. Jonas Hering klettert seit Kindertagen. Inzwischen studiert er. Doch das Klettern nimmt nach wie vor einen wichtigen Platz in seinem Leben ein. Über die Jahre ist der 22-jährige Regensburger immer besser geworden, hat sich an immer schwereren Routen vor der Haustür versucht. Auch an Erstbegehungen, wie hier im Altmühltal. Jonas ist einer der wenigen, die dort noch nach den letzten möglichen Linien suchen, die noch niemand geklettert ist. Die Kletterei hier reizt ihn besonders. Und sie fordert ihn. Wie schon Generationen von Kletterern vor ihm bietet das Tal größte Schwierigkeiten auf kleinstem Raum. Man muss halt einfach, ich sage mal so, ein relativ vollkommener Kletterer sein. Man muss halt einfach gut stehen können, sich ein gutes Bewegungsgefühl haben, viel Fingerkraft und auch viel Spannung. Auf geht's, vorbei. Auf geht's. Come on. Come on. Oh, da geht's ab jetzt. Doch die Wiederholung heute läuft nicht, wie er es sich vorgestellt hat. Au, na, das ist einfach zu nass.
jetzt nicht hochzukommen, ist naja, schon ein bisschen bitter. Ja, aber es gehört einfach dazu zum Klettern. 90% vom Klettern ist Scheitern, zumindest wenn man an seinem Limitsport klettert. Es immer wieder zu probieren, so lange, bis es mit dem Durchstieg klappt. Die Entwicklung hin zu dieser Philosophie, die das Sportklettern heute ausmacht, sie hat sich zu einem entscheidenden Teil im unteren Altmühltal vollzogen. An den Felsen, an denen heute junge Kletterer wie Jonas und Michael unterwegs sind. Neben dem einst umstrittenen Rhein-Main-Donau-Kanal prägen große Felsmassive das Landschaftsbild der Gegend. Bis zu 70 Meter ragen sie empor. Wie hier die Kastelwand. Spielwiesen für Generationen von Kletterern. Wo sich keine Risse oder Verschneidungen durch die Wände ziehen, ist der Fels extrem glatt, was viele abschreckt. Auch ist die Suche nach Bohrhaken im Meterabstand im unteren Altmühltal vergebens. Schon früh im 20. Jahrhundert werden die Felsen hier erklettert, meist technisch mit Trittleitern. Bis in die 70er Jahre dienen sie vor allem dem Training für alpine Ziele. Das ändert sich erst, als das Sportklettern aufkommt. Haken und Seile dienen nur mehr der Sicherung. An den Wänden des Altmühltals entdecken die Pioniere des Sportkletterns in Deutschland ab dem Ende der 70er Jahre immer schwerere Linien. Am Schelleneckkopf gelingt dem Briten Jerry Moffat 1983 Europas erste 10-, The Face. Doch es geht noch schwerer. Mit dem weltweit ersten Zehner, das Altmühltal wird zum stehenden Begriff, die Leistung explodiert. Als ein Impuls für die rasante Entwicklung des Sports gilt das Klettertreffen 1981 in Kohnstein. Dort kommen einige der Weltbesten der noch jungen Sportkletterbewegung zusammen. Aus Amerika und Großbritannien reisen die Stars an. John Baker, der im Training an heimischen Felsblöcken bereits den 9. Grad erreichte, bestach in Kohnstein durch seine Sicherheit und Eleganz. Scheinbar mühelos, mit ausgefeilter Technik verblüffte er die zahlreichen Kletterer unter den mehr als 2000 Zuschauern und erhielt spontan Beifall. Das Treffen ist eine Mischung aus Show, Messe und Volksfest, organisiert von einem Sportgeschäft. Die Protagonisten jener Tage: Exoten. Ja, wir haben uns halt erwartet, dass wir was sehen von Sportklettern, weil wir haben das sonst noch nie gesehen. Bei uns ist das nicht so verbreitet. Wir kommen von Innsbruck, von Stubaital her. Was interessiert Sie vor allem? Technik, das Abseilen und vor allem die heutigen jungen Burschen, fantastisch klettern, viel Kraft. Heute sagt manch Zeitzeuge, das Treffen habe mit dazu beigetragen, die Ideen der Sportkletterbewegung bekannt zu machen. Andere für die Suche nach schweren Zügen jenseits großer Alpenwände zu begeistern. Für ein risikoarmes Spiel am Fels. An der Kohnsteiner Wand, die Route heißt Know-How, im 7. Schwierigkeitsgrad, passierte es dann doch noch. Solch ein Sturz ins Seil ist einkalkuliert. Auch Spitzenkönner finden nämlich in diesem Schwierigkeitsbereich nicht immer auf Anhieb die richtige Griff- und Trittkombination. Einer der führenden Köpfe der damaligen deutschen Szene ist Sepp Gschwendtner. Er verteidigt die junge Disziplin vehement. Viele Bergsteiger wollen den Sinn des Sportkletterns anfangs nicht erkennen. Und ich finde, die Art, wie man etwas macht, ist entscheidend. Es ist vielleicht nicht entscheidend, welche Tour das jemand macht, sondern wie er sie klettert. Und da muss ich sagen, das ist schon sehr stark, was uns die da zeigen. Gut 40 Jahre später, Sepp Gschwendtner auf dem Weg ins untere Altmühltal. Heute kommt er nur mehr als Gleitschirmpilot in die Nähe der Felsen, an denen er einst Klettergeschichte geschrieben hat. Es war ja auch so eine Szene, da du hast gewusst, du triffst den und dann hast du deine Ziele gehabt. Heute schaue ich, dass ich so und so viel Achter mache oder ich schaue, dass ich so eine schwere Tour mache oder ich mache eine Erstbegehung. Also das war sicherlich fast die schönste Zeit in meinem Leben, weil ich auch so recht fit und so war. Leider ist es halt sehr ruhig geworden inzwischen. Es ist eine Art von Klettern, die vielleicht die jetzigen nicht mehr so ganz beliebt ist. Die sind heute körperlich deutlich durchtrainiert noch, aber die Kraft kommt halt sehr stark von so Hallentraining und von so. Und das Altmühltal-Klettern ist halt alles mehr so Fußtechnik. Sepp nimmt uns mit an die Quaderwand, zu seiner Route Zombie.
1984 von ihm erst begangen. Ja, damals haben wir uns alle da getroffen, immer. War eine Wirtschaft, da war der Biergarten, der war halb gesteckt voll. Und da ist dann daneben die Treppen aufgegangen. Und damals bin ich natürlich recht oft, auch mit dem Zombie, extrem oft dann aufgehatscht, bis ich es endlich einmal zusammengebracht habe. Dafür gibt es heute Ziegen auf dem Weg zum Berg. Seit Jahren war er nicht mehr hier. Als Sepp Gschwendtner aktiv war, war jede Neutour ein Magnet für andere Kletterer. Heute muss er den Zustieg suchen. Darauf bin ich schon lange nicht mehr gegangen. Mal selber schauen, wo wir hin müssen. Das ist so zugewachsen. Es zeigt, dass sich keine Menschenmassen hinbewegen, so wie der Weg ist. Ah, schon wieder gefunden. Mal schauen, ob es einen Unterschied gibt. Sepp Gschwendtners Route Zombie. Eine der ersten Sportklettertouren Deutschlands im unteren 10. Grad. Damals war eben das ganz Schwere, umso kleiner das Griff sind und umso glatter das ist. Sieht man am Zombie, das ist ja geneigt. Wenn jetzt das so im Frankenjura gewesen war, mit der Neigung, da war es überhaupt nicht schwer, weil das ja viel griffiger war. Auch wenn Gschwendtner einst geholfen hat, mit solchen Routen die Grenzen der Kletterei im Altmühltal zu verschieben, ein Held will er heute nicht sein. Wenn jetzt 2 Grad leichter war oder 3, kommen die auch nicht mehr rauf. Jetzt muss ich einen österreichischen Fußballer zitieren, der hat gesagt, er will kein Denkmal, weil da scheißen nur Daumen drauf. Also so geht es mir persönlich auch, da lege ich jetzt keinen besonderen Wert drauf. Seit den frühen 80ern hat sich viel verändert. Das Sportklettern ist etabliert, es boomt gar. Und das Training junger Altmühltal-Kletterer ist längst gezielter als das der Pioniere ihres Sports. Michael und Jonas bereiten sich in der Regensburger Kletterhalle vor auf schwere Routen vor der Haustür, die ihnen oft viel abverlangen. Kommt oben nochmal so ein kleines Dach, wo es nochmal tricky ist. Wenn ich ans Altmühltal denke, das Erste, was mir immer in den Kopf kommt, ist dieser extrem technische Kletterstil. Man muss mit der Route reden. Ja. Man muss da wirklich sich reinfuchsen und die genauen Positionen finden, um da hochzukommen. Wenn man das dann mal geschafft hat, ist es gar nicht so schwer. Aber man kommt vielleicht nicht in den ersten 2 Goes so weit, sondern muss da ein bisschen mehr investieren. Die Brunner Felsen. Sepp Gschwendtner ist hier 1980 die Route Oberbayerische Analyse geklettert. Sein Name ist auf vielen der Seiten im Kletterführer zu finden. Seine Routen Klassiker, auch für junge Kletterer. Gib mal, ey. Scheiße, Mann. Die Griffe schunzen halt einfach so krass. Ein neuer Versuch. Die Erstbegehungen der 80er Jahre ringen gerade hier im unteren Altmühltal auch sehr guten Kletterern bis heute Respekt ab. Die Herausforderung ist der glatte Fels. Die perfekte Bewegung zu finden, ist Motivation. Ich habe das erste Mal Kontakt mit der Oberbayerischen Analyse gehabt, als ich den Führer durchgeblättert habe. Und da war das Foto drin von meinem damaligen Trainer. Und das Foto, da hat man wirklich gesehen, der steht auf nichts. Der hält sich an nichts fest. Und es hat so schwer und unmöglich ausgeschaut, dass es sofort einen Reiz auf mich ausgewirkt hat, das auch zu probieren. Okay, und so? Cool. Und wie war's? Anstrengend. Aber cool. Hat sich gelohnt. Es sind Routen wie diese, die im Altmühltal den Weg ebnen hin zu noch schwereren Klettereien. Ja, man tut halt irgendwie so ein bisschen die Geschichte nachvollziehen und ja, muss dann meistens doch auf jeden Fall seinen Respekt zollen, der
den älteren Generationen und vor allem der Leistung, die die damals schon erbracht haben. Für Jonas sind die klassischen Linien des Tals inzwischen fast zum Trainingsgelände geworden. Diese Risse und Verschneidungen etwa. Er sucht nach Neuland, sofern es das noch gibt im Altmühltal. Ein altes Projekt von Sportkletterlegende Wolfgang Güllich hat er rund 25 Jahre nach dessen Tod vollenden können. Bewertet mit dem 10. Schwierigkeitsgrad. So schließt sich der Kreis im Altmühltal. Ich bin inzwischen relativ gut in dem Kletterstil, der hier so gefordert wird von einem. Aber das hat einfach Jahre gedauert, bis ich da gelernt habe, wie man die Griffe belasten muss. Bewenden lassen will es der 22-Jährige dabei aber nicht. Im Moment fühlt es sich so an, als ob nur ein bisschen mehr geht. Aber das kann dann auch ganz schnell irgendwann Schluss sein. Aber ich glaube, das ist für mich hauptsächlich Kopfsache und einfach zu erwarten, dass noch mehr geht von sich selber. Auch an den Brunner Felsen hat Jonas noch eine Linie im Blick, die bislang nicht frei geklettert werden konnte. Es ist eine der letzten möglichen Routen des Tals. Weißt du nicht, ob es wirklich machbar ist? Muss man mal nur ein paar Stunden mehr investieren und dann schauen. Und wenn es machbar ist, was nicht hochkommt, ist für die nächste Generation. Ja, man soll die Hoffnung ja nie aufgeben, aber dass es mir in meinem Kletterleben noch gelingt, jemals einen Zehner zu klettern, da habe ich so gewisse Zweifel. Vielleicht schafft es ja der Kilian, der ist ein bisschen jünger und in dem Sechser da zumindest schlägt er sich schon mal recht wacker. Aber das ist ja auch das Schöne am Klettern, da sucht sich jeder seine Herausforderung selber. Der eine findet sie im Vierer, der andere im Sechser, der andere im Zehner oder Elfer. Dass man allerdings an den Felsen hier, die fast alle in Naturschutzgebieten stehen, überhaupt klettern darf, ist alles andere als selbstverständlich. Es gelten strenge Regeln an manchen Wänden im unteren Altmühltal und im Donaudurchbruch. Doch einst war die Region ein schrankenloses Eldorado für Kletterer. Auf der Suche nach immer schwierigeren Routen drangen sie in einen einzigartigen Naturraum ein, wie er sich nur an steilen Felswänden findet. Einige seltene Tier- und Pflanzenarten können aber nur dort überleben. In der Region kennt sie kaum jemand besser als Franziska Jäger und Christiane Geidel. Wir begleiten sie auf einem Rundgang. Die beiden wollen überprüfen, welche Vögel brüten und wie es um seltene Pflanzen bestellt ist. Wo der Wald hoch über der Donau einen Felskopf freigibt, betreten Franziska und Christiane einen Lebensraum, der Spezialisten vorbehalten ist. Das ist natürlich relativ schwierig, hier zu überleben. Das Regenwasser ist sofort wieder weg. Das sind halt sehr schwierige Lebensbedingungen und an die haben sich die Pflanzen hier angepasst. Sind ja trotzdem halt total rar, total selten. Der Felskopf liegt hoch über Kloster Wettenburg. Steil fallen unter ihm die Wände der Bischofsbucht ab. Sie zählt, gemeinsam mit der gegenüberliegenden Römerwand, zu den höchsten außeralpinen Wänden Bayerns. Bis zu 100 Meter ragen sie aus dem tief eingeschnittenen Donautal empor. Der Donaudurchbruch erbietet ein Naturspektakel erster Klasse. Früh zog das Kletterer an. Aufnahmen aus dem Bergauf-Bergab-Archiv zeigen den Sportkletterpionier Sepp Gschwendtner in einer seiner Routen hier, Bavarian Reality. Seine Generation war es, die die Erschließung im Tal vorangetrieben hat. Doch als das Klettern zunehmend beliebter wurde, waren Konflikte mit Naturschützern und Behörden programmiert. Heute ist der Fels in keinem Führer mehr verzeichnet. Die folgende Generation wurde zum Umdenken gezwungen. Es waren Kletterer wie Tom Lindner und Jörg Eberlein, die eine Zeitenwende im Durchbruch mitgestaltet haben. Tom hat Routen erschlossen, mit denen er einen neuen, naturverträglichen Kletterstil im Donaudurchbruch etablieren wollte. Die alten Sportklettertouren aus den 80er Jahren, die sind von oben erschlossen worden. Und die Sportkletterer früher, muss man sich vorstellen, das war wie in der Dorschlucht. Die haben sie da von oben reingeseilt bis zur Wandmitte
haben sie diesen unteren Wandteil, der manchmal ein bisschen splittrig ist, gespart und sind sozusagen direkt vom Zwischenstand weggeklettert und dann oben auf die Felsköpfe wieder ausgestiegen. Und bei der Tour war es halt so, dass das diese ersten Routen waren, die wirklich komplett von unten geklettert wurden. Man ist auf die Felsköpfe überhaupt nicht mehr ausgestiegen und hat eben diese schützenswerten Vegetationsbereiche gar nicht mehr erreicht. 2001 hat Tom Lindner die Route eingerichtet. Auch um zu erhalten, was er nicht opfern wollte. Denn das Klettern im Durchbruch stand spätestens Ende der 90er Jahre vor dem Aus. Die Behörden wollten es nicht mehr dulden. Ich hätte wahrscheinlich damals meine Seele verkauft, um an der Römerwand weiterklettern zu können. Ja, das war schon schockierend für uns, dass man plötzlich wo man wirklich Jahre von Arbeit rein investiert hat, wo man ja sehr motiviert war, war ja wirklich trainiert dafür, auch Geld investiert, dass man sowas dann opfert. Heute regelt ein Interessensausgleich, eine sogenannte Konzeption, was erlaubt ist und was nicht. Bis dahin war es ein langer Weg, denn den Behörden wäre es ein leichtes, das Klettern hier ganz zu verbieten. Die meisten Felsen liegen in Naturschutzgebieten. Nur an einigen darf heute noch geklettert werden. Eine Ausnahmegenehmigung, die in enger Abstimmung mit Naturschützern erteilt wird. Regelmäßig sind Franziska Jäger und Christiane Geidel deshalb im Donaudurchbruch unterwegs. Ihr besonderes Augenmerk gilt bedrohten Vogelarten. Brüten sie in bestimmten Bereichen, sind die jeweiligen Wände tabu. Höhlen und Felsspalten sind Nistplätze, die manche Vögel brauchen, die sie aber nur selten finden. Die höchste Wand im Durchbruch bietet vielen Vogelarten Zuflucht. Ein halbes Jahr gehört sie den Kletterern, ein halbes den Tieren. Siehst du's? Mhm. Ja, warte kurz. Ja. Hast du die? Mhm. Ist aber leider nichts zu sehen. Oh, nee. Wir haben die Dohlen, die auf jeden Fall da sind. Dann ist aktuell in dem Jahr ein Turmfalke am Brüten. Wir hatten früher einen Wanderfalken hier in der Wand. Der ist immer mal wieder da. Brüten tut er jetzt leider, oder kann man sehen, wie man will, ein Stück weiter flussaufwärts, weil einfach der Uhu mittlerweile zu nah dran ist. Dann schauen wir mal. Käme ein Kletterer in der Brutzeit an einem dieser Nester vorbei, für die Tiere wäre das lebensbedrohlich. Der Kletterer kommt da hoch, es ist plötzlich eine Störung, kann ja ein potenzieller Fressfeind sein. Sie fliegt raus und verlässt das Gelege. Je nachdem, wie früh im Jahr das passiert, also sprich, ob sie auf den Eiern sitzt oder ob da schon kleine Jungvögel sind, können die halt dann auskühlen, je nachdem, wie lange das Weibchen wegbleibt und absterben. Also das wäre jetzt bei den Eiern so der erste Fall, was passieren kann. Bei den Jungvögeln genau das Gleiche. Wenn die noch relativ jung sind, noch nicht gut befiedert und sich nicht gegenseitig vernünftig wärmen können, dann sterben die einfach und liegen dann halt tot in der Höhle, dann wird das halt auch nicht mehr angenommen. Unter Kletterern ein Bewusstsein für die Bedürfnisse der Vögel und für seltene Pflanzen zu schaffen, war anfangs gar nicht so leicht für Tom und seine Mitstreiter. Aber sie konnten die Szene zum Umdenken bewegen und so erhalten, was über die Jahre fast zu ihrem Lebensraum geworden war. Funktioniert hat es dadurch, dass wir nach dem Konzeptionsergebnis zunächst mal unterhalb der Felsköpfe, also da, wo die geschlossene Felswand endet und der Vegetationsbereich angeht, Umlenkhaken setzen und diese Umlenkhaken mit Abseilkarabinern bestücken oder mit einem Sauschwanz, dass der Kletterer erkennt, hier ist jetzt die Tour zu Ende, hier muss ich wieder runter. Toms Seilpartner Jörg hat die Verhandlungen begleitet. Zum einen haben große Teile der Szene, die in den 90er Jahren schon da war, einfach gesehen, dass sie da was ändern müssen, dass sie nicht mehr so alleine sind, dass man dadurch, dass es jetzt mehr Kletterer gibt, man sich wohl mehr an Regeln halten muss und nicht mehr so ganz wild und frei sein kann wie früher. Und dann ist auch die junge Szene, die jetzt nicht mehr einfach loszieht, sondern eigentlich meistens aus der Halle kommt, die sind wesentlich mehr bereit, Kurse zu machen und sich Anleitungen anzuhören und Regelungen zu befolgen, als vielleicht die Szene der 80er Jahre. Zurück zu Franziska und Christiane. Ihr Rundgang führt sie an den Wandfuß der Bischofsbucht. Hier sind nur einzelne Wandbereiche für die Kletterer tabu. Wenn die Vögel ausgeflogen sind, werden die Routen freigegeben. Das entscheidet sich heute. Ist okay, oder? Ja, das sieht gut aus. Ja, doch, ich denke, das passt, Franzi. Das können wir freigeben, ja. Brütende Vögel sind nicht in Sicht. Diese flexible Regelung sorgt für Akzeptanz.
Sie hat dazu geführt, dass Kletterer und Naturschützer im Durchbruch heute zusammenarbeiten. Es ist toll, wenn die uns auch selber melden, wenn irgendwelche Vögel in der Wand brüten, dass wir halt auch vielleicht zwischendurch noch mal Routen mitsperren, bis wir halt uns sicher sind, ob die Felsen auch frei sind oder auch nicht. Diese Entwicklung hat ihre Zeit gebraucht. Denn dass hier heute noch geklettert werden darf, das ist der Anstrengung beider Seiten zu verdanken. Die Kletterkonzeption für das untere Altmühltal und den Donaudurchbruch hat damit Pioniercharakter. Sie zeigt, dass Klettern unter Auflagen auch in Naturschutzgebieten möglich ist. Der Interessensausgleich ist auch ein Beispiel dafür, dass Rücksicht und Respekt oft weiterhelfen. Er zeigt, dass der Mensch vielleicht nicht überall Spuren hinterlassen muss. Dass es manchmal gut ist, auf Dinge zu verzichten, um zu erhalten, was einem lieb und teuer ist. Jörg, zu! Also wenn man solche Touren halt noch klettern kann im Donaudurchbruch, finde ich, hat sich das Konzept wirklich bewährt. Es ist schön, dass man halt sowas noch machen kann, wenn man sich vorstellt, dass solche Linien halt nicht mehr geht haben. Das wäre wirklich einmal schade drum. Also es ist auch, finde ich, für jeden ein schönes Erlebnis in der Umgebung, sowas klettern zum Kennen. Also man hat ja wirklich absolutes Naturerlebnis hier draußen. Miteinander statt gegeneinander. Mit diesem Prinzip, da kommt man in vielen Situationen im Leben weiter. Und hier in dem Fall, da hat es Miteinander von den Naturschützern und den Kletterern dazu beigetragen, dass die Kletterkonzeption Unteres Altmühltal und Donaudurchbruch tatsächlich gut funktioniert und dass alle Seiten davon profitieren, die Natur genauso wie die Kletterer. Ja, und beim Klettern selbst, da lebt man es sowieso, dieses Miteinander. Kilian, vielen Dank für einen schönen Klettertag hier im Altmühltal. Sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht und gerne wieder. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht und Lust darauf, bald mal wieder hierher zu kommen. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schaust gut aus? Ich schau auch gut aus. Du schaust da richtig gut aus. Die Frisur sitzt. As usual. As usual. Alrighty, let's rock it. Okay. Schaut gut aus bei dir, oder? Ja. Machst du den Spot? Ja. Passt, oder?